Guten Morgen, jetzt hier im Übungsraum von Cool. Und jetzt muss ich da, wir haben heute Konzert, und ich muss da noch schnell ein bisschen aufräumen, mein Zeug zusammenräumen. Ja, dass man dann einladen kann. Nicht wahr, Edgar? Dann haben wir noch, aber bevor wir abfahren, eine Aufzeichnung, Homegate TV. Super. Normalerweise findet das bei Künstlern daheim statt. Das haben wir nicht wollen und darum haben wir die lieben Herren um Team Wieland in unseren Übungsraum eingeladen. Und ich bin ja mal gespannt, was die aus diesem huren Loch alles rausbringen. Man darf gespannt sein. Weil bekannterweise ist ja ein Übungsraum nicht eine Stube, aber wir werden es sehen. Wie will sie? Noch erst schauen, muss ich noch stimmen. Ja, weil dann kommen wir zum 11 Uhr hier Sachen holen. Dann so einfach wird ein Übungsraum zu einem Fernsehstudio, liebe Leute. Was heisst da einfach? Hey, eine Lampe, ein Mikrofon und man ist ausgerüstet. Und vielleicht die Kamera noch die kleine Kamera. Ja. Ah, okay. Das Ding, was heisst die Vogel? Dennis Vogel, ja. Sie ist auf der Bühne, das haben Sie aber gesehen. Pat, ist das wirklich wahre Liebe zwischen dir und der Kuh Elsa? Natürlich ist es wahre Liebe. Schliesslich hat er einen Kontrabass in den Arsch geschoben. Also. Ja, was machst du genau? Was machst du da? Ja, ich sitze und sehe gut aus, was soll ich sagen? Du bist quasi Statist, hä? Ich bin hier der Extremstatist. Extremstatist-Ding habe ich gemacht. Und ich bin zufrieden mit meinem Job. Hollywood wartet. Alles. Was gibt das genau, Herr? Sag es. Ich blase mir jetzt mein Hörnchen auf. Da! So, ein schönes gekrebelter Mecker. Das ist immer noch einer der besten Sprüche im Tourleben. Kati, bläst du mir mein Hörnchen auf. So! Wir wären jetzt also im Bus, nicht wahr? Unterwegs nach, wo geht's heute her? Unter Wasser. Wildhaus? Wildhaus. Ja. Wildsau. Wildhaus? Wildhaus. Saugo. Ja, heute auf Facebook geschrieben Unterwasser. Ist fast das Gleiche. Same shit. Okay. Du hockst ganz hinger. Regnerisch. Wir hatten schon einen höchst produktiven Morgen gehabt. Oh ja, erzähl ein bisschen davon. Erzähl. Das war sehr unterhaltsam, auch wenn zeitweise unfreiwillig, aber es war lustig. Weiter Jawohl. an Bord der Kevin. So, hoi. Ja, ist das Mir alles? vorstellen? Ist das Stell alles? mich doch mal vor. Ja, Schreiben. das ist der- Mach mal Er ist etwas. der Busfahrer. Ich fahre den Bus. Er ist der Fahrer. Genau. Voilà. Ja. Der Pesche. Er ist, du siehst fit aus. Siehst du, Und wir werden der Brücke bist du erwacht. da wo jetzt kein Licht mehr brennt. Gewisse Leute haben ein Doppelkinn, die sagen, ich hätte eine Doppelecke. Ja, sowohl als auch. Dann wird es dunkel. Und dann noch Pilot und Co-Pilot. Ah, einer ist Kaiser. Oh, der Pat, schau da. Ja, schön hier. Schön. Ja. Schön. Ich tue gerade ein Update machen auf Twitter und Facebook. Machst Wenn ihr das seht und das aber habt gelesen, dann seht ihr etwa, wie lange es geht. Okay, was ist jetzt für Zeit? 12:31 Uhr. 12:31. Gut, danke schön. Was nehmen wir? Kebab. Ah, warte noch. Wie? Bei dieser Firma ist es also tatsächlich verboten, innen zu filmen. Was ist das für ein Scheiß? Das ist noch lächerlich. Aber wir können vielleicht von aussen ein bisschen.
Nein, man sieht es nicht gut. Ja, no. Ja, okay. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Gratiswerbung gemacht für eine zwischenverpflegende Firma, aber ja, wenn sie nicht wollen. Wenn sie nicht wollen. Das Leben Burger King. Ha! Wir haben also den Auftrittsort erreicht. Eine Einstellhalle, Pat. Ein hoher Aufwand haben die betrieben, oder? Ich finde das irgendwie noch geil. Ja, aber auch mit dem Saugumpen, das wird schwierig, wenn du aufgumpst. Also Das meine, sieht so blöd aus, dann weisst du auch warum. meine Frisur wäre wahrscheinlich am Arsch. Der Pat hat gerade ein riesen Problem festgestellt. Was ist das? Ja, ich würde einfach gerne wissen, was die jetzt Brigitte Ammann macht, wenn sie hier nicht parkieren kann. Jahresmieter. So Masters of the Cables and Cases und so. Ich könnte eigentlich da noch meine... My babies. The babies. Hallo Babies. Das sieht man gar nicht so gut. Schön an unserer Kiste. Hallo. Sag ich, heute ist ein sehr spezieller Tag. Ich muss ein bisschen näher kommen. Das ist ein sehr spezieller Tag für dich. Ich bin ein bisschen müde. Nein, nicht wegen dem. Warum? Du musst den Ampliesliger machen. Nur schnell. Für den Soundcheck hat er schnell den Ampliesliger gemacht. Eben, Soundcheck ist durch. Jetzt ist... ja, warte auf das Essen. Warte auf Fressalien und Hotelschlüssel haben wir jetzt gerade bekommen. Und dann geht es ins Hotel. Da kommt noch der Pat. Jetzt haben die mir tatsächlich ein alkoholfreies Bier besorgt. Der Pat hat eben im Moment Ramadan. Wie fühlst du dich? Ramadan. Ramadan. Ich fühle mich gerade 5 Jahre älter, jünger. Und es geht eigentlich gut. Das sind die Augenringe, die er anspricht. Ja, genau. Wie Velos angehst. Es ist ja so. Wir haben ja bei Cool wirklich ein sensationelles Team. Wirklich sensationell, meistens. Wenn nicht ab und zu etwas vergessen geht. Jetzt heute ist es ein Tom und Tosi. Das Tom, eine von diesen Trommeln. Und es gibt einfach einen, der jetzt zu dem gerne etwas sagen will. Hallo zusammen, ich bin Kevin von Solothurn und ich muss sagen, der Cousin ist auch schuld. Er hat geladen, ich musste fahren, ich meine, ich kann nicht alles machen, oder? Der Cousin ist schuld. Ja, komm mit. Das hat doch dir so auffallen. Du Nein, hast ich es meine, so ich habe gesehen. keine Ahnung von Schlagzeug und so. Das ist mir in seinen Finger. Nein, ich fühle mich echt unschuldig. Der Cousin war, er kommt gerade, willst du Stellung nehmen dazu? Cosi noch schnell. Du siehst, wahre Liebe. Wahre Liebe! Wahre Liebe. Ewige Liebe! Oh, er fängt an zu singen. Voilà, jetzt ist... Komm, gib ihn. Nein, sicher nicht. Da komme ich auch wieder auf den Gring, so sieht es aus. Wieso kannst du nicht, Curry? Ich habe nur gedacht, der Teufel ist du so jetzt ein Beizen zugetan. Oh, das gibt's. Reis, Casimir in der Berghütte. No. Die dort am Tisch da hinten. Der Trachtenverein oder was es ist, die essen das feines Fondue. Gut, es wäre zugegebenermassen vor dem Gegner nicht so planmässig, aber... Kürbis habe ich am liebsten in Form von Suppe. Das ist Sinn. Kürbis habe ich nur gerne zu Halloween. Jetzt kommen wir gleich eins, wenn ich nicht eigentlich schon erzählt habe. Dieser, der Chef ins Büro geht, auf den Tisch scheisst und sagt, am Morgen habe ich nicht mehr einen 6er im Motto, aber es ist ein Schafsäckchen. Geht raus, der nächste Mitarbeiter kommt gerade rein, sagt auf den Tisch und sagt, ich habe nur noch 50%, die haben einen 5er gehabt. Spaß, Alter. Wir haben ein neues Ritual. Ja. Hey! Please! Wir sehen uns später. Ja, komm!
Ja, es geht noch ein paar Minuten bis zum Auftritt. Der Schuppen ist gerangelnd voll. Bevor sie die Bar haben aufgebaut da innen. Es war alles gerangelnd voll. Ja, jetzt sind wir da. Das Geile ist, wir haben den Schuppen schon beim Soundcheck leer gespielt. Nein, ja, es wären dann schon noch ein paar Leute gekommen, vielleicht. Was meinst du? Eventuell kommen noch ein paar Leute. Nein, ich glaube, es ist gar nicht mal. Also der Chef hat vorhin gesagt, es sei besser gefüllt als die Jahre zuvor. Ich weiß halt nicht, ob es die Jahre zuvor gar niemand kam. Das ist die Frage aller Fragen. Genau, das ist es. Das könnte man etwa noch veranstalten. Es hat mehr als letztes Jahr. Weil letztes Jahr der Anlass noch gar nicht stattgefunden. Ja. Das ist genau so. Das ist jetzt eben 1:1 Punkmusik. Hey, das sind nicht am Sagen seine abstehenden Ohren, das sind in ihr Kopfhörer. Meuchele. Meuchele. Schön. Die Röcken der Öller. Warte mal. Am Gig gibt es eben auch noch ein Stimmschnäpsle. Schnell schauen, wie man in Australien trinkt. Ja, zeig das, Utti. So, 90 Grad Winkel, leichte Becher beißen, Ellbogen rauf. Kannst du auch erklären, warum? 60'000 Australier saufen also. Weißt du, was ich mache? Ich weiss es. Wir sind im linken auch Känguru beobachtet. Jetzt habe ich gemeint, dass sie so falsch auf der Erde sind, dass sie schräg stehen. Anderes Thema. Das Konzert ist durch. Die Christen sind eingeladen. Die Herren wissen, wie das funktioniert. Voilà.